Ich möchte heute mit euch das Thema besprechen, der gerade Weg und eine fatale Entscheidung. Ich möchte beginnen mit einem Bibeltext, den wir in Epheser 5 lesen. Epheser 5, und dort heißt es: Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos seien. Gott möchte die Gemeinde wunderbar und herrlich darstellen. Wie macht er das? Er reinigt sie im Wasserbad seines Wortes. Dadurch wird die Gemeinde rein und ohne Runzeln. Noch etwas Ähnliches wird sie haben. Sie wird vollkommen sein durch das Wort Gottes. Das ist die Vision, die Gott mit seiner Gemeinde hat. Das Gute ist, das werden wir am Ende auch sehen, dass sich das erfüllen wird. Seine Gemeinde wird am Ende dieses vollkommene Licht in die Welt ausstrahlen. Allerdings, blättern wir die Bibel jetzt ganz nach hinten durch in das letzte Buch, kommen wir zur Offenbarung. Und was ist da eigentlich draus geworden aus der Gemeinde? Nun ja, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Was für eine traurige Nachricht. Hier spricht es über die letzte Gemeinde. Und es heißt eigentlich, da ist nichts Gutes mehr an dir. Ich habe nur noch Dinge zu tadeln. Da werden 7 Gemeinden genannt, die so durch die Zeitepochen durchgehen, und bei der letzten gibt es kein Lob mehr. Und das Traurige ist, wir sind Teil dieser Zeit. Wir gehören zu Laodicea, Volk des Gerichts. Da stecken wir mittendrin. Und das Traurige ist, wie kommt das eigentlich? Und es geht hier um die gesamten Gemeinden sozusagen am Ende der Zeit. Und ich möchte den Fokus ein bisschen auf die Adventgemeinde lenken, denn gerade die Adventgemeinde ist dem Teufel natürlich ein Dorn im Auge. Wir halten das Gesetz ja noch hoch. Wir heben die Bibel auf und sagen, das ist Gottes Wort und das ist unser Fundament. Und so lesen wir bei Ellen White: Der Feind der Menschen hat alles daran gesetzt, die Erwartung zu wecken, es müsse zu einer großen Reformation unter den 7-Tags-Adventisten kommen. Und diese Reformation werde darin bestehen, die Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens sind, und uns völlig neu zu organisieren. Was würde geschehen, wenn es zu dieser Reformation käme? Die Glaubensgrundsätze, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der übrigen vermittelt hat, würden aufgegeben werden. Unser Glaube würde sich verändern. Die Grundlagen unserer Arbeit der letzten 50 Jahre, sagt Ellen White, würden als Irrtum betrachtet werden. Eine neue Organisation würde entstehen. Ganz neue und andersartige Bücher würden geschrieben werden. Ein intellektuell-philosophisches System würde entstehen. Also eher weltliche Philosophien statt die Grundlage der Bibel, wenn diese Reformation, die der Teufel anstrebt, in unserer Gemeinde durchgesetzt werden. Wer darf es wagen, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen? Wir haben unsere Bibel, wir haben unsere Erfahrung, die durch das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes bestätigt wird. Wir sind im Besitz einer Wahrheit, die keine Kompromisse zulässt. Müssen wir dann nicht alles von uns weisen, das nicht mit dieser Wahrheit im Einklang steht? Ist es nicht so? Selbst heute in 2023 müssen wir nicht alles von uns weisen, was nicht im Einklang mit der Wahrheit des Wortes Gottes steht. Wir sind ja seine Gemeinde. Wir sind ja auf dem Felsen Jesu Christi gebaut. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und darauf müssen wir gegründet sein. Und wir merken, dass der Teufel, er schläft ja nicht. Er versucht überall Dinge zu machen. Er versucht, verkleidet als Engel des Lichts in die Gemeinden hineinzukommen und versucht dort Dinge kaputt zu machen. Wir haben es ging gerade durch die sozialen Medien. Wir haben einen Gottesdienst gesehen, der dort in Stuttgart gehalten wurde, dem kein Adventist zustimmen kann. Die Gender-Debatte wird durch die Gemeinde geschliffen.
Die LGBTQ-Bewegung, über die wir gestern gesprochen haben, ist in vielen Gemeinden schon sozusagen, wie sagt man, populär geworden. Man unterhält sich darüber, ob das nicht eine gute Idee ist. Es werden Lehren verbreitet, manchmal sogar in unseren Universitäten, wo die Professoren mit kämpfen und sagen, wie konnte das sein? Wo kommen diese Lehren her? Und der Teufel greift unsere Gemeinden an, er greift unsere Universitäten an, er versucht überall Raum zu gewinnen. Und wir müssen auf dem Felsen des Wortes stehen bleiben. Die gute Nachricht ist, die Gemeinde wird nicht fallen. Aber wir kämpfen und kämpfen und kämpfen an allen Fronten mittlerweile. Und Ellen White in ihren Tagen hatte genau diese Schwierigkeiten. Dass der Teufel die Bewegung gesehen hat und sagt, ich muss was verändern, da müssen Reformationen gemacht werden. Der alte Glaube muss über Bord geworfen werden. Ellen White schreibt, ich zögerte. Immer wieder schob ich es auf, zu veröffentlichen, was der Geist des Herrn mich drängte, niederzuschreiben. Ich wollte nicht gezwungen werden, den irreführenden Einfluss dieser Sophistereien aufzudecken. Aber Gott weiß, dass wir den aufkommenden Irrtümern die Stirn bieten müssen. Und dann schreibt sie die Geschichte vom Eisberg voraus und sagt, wenn da Irrlehren sind, dann benennt die auch. Geht drauf zu, haltet drauf zu. Was ist das, diese Sophisterei? Naja, das ist Martin Luther hat damals schon gegen diese Leute gekämpft. Das ist eine bibelkritische, bibelferne Philosophie. Danke. Also etwas, was so weltliche Lehre. Und die werden hineingestreut. Und damit haben ja damals schon, Paulus hat damit gekämpft. Unsere Pioniere haben damit gekämpft und heute kämpfen wir damit auch. Unsere Pioniere haben versucht, die Gemeinde sauber zu halten davon. Paulus hat gekämpft wie ein Löwe, um die Gemeinde davon zu reinigen. Und heute geben wir scheinbar Schritte zurück. Sagen, naja, wir lassen es halt zu. Und man fragt sich, warum kommt das jetzt gerade so massiv an allen Fronten in die Gemeinden hinein, dass wir gar nicht mehr wissen, wo sollen wir zuerst drauf gucken. Und es geht nicht nur uns so, nicht nur uns Adventisten geht das so. Es geht unseren Brüdern in den Baptistengemeinden genauso. Bei den Methodisten sehen wir das Gleiche. Wir sehen es in der evangelischen Kirche. Alle sind da am Kämpfen und fragen sich, was ist hier los? Aber es hat einen Zweck. Es dient dem großen Ganzen. Die Gemeinden werden zu einem Zusammenschluss gedrängt, eine Art Ökumene, also ein Gemeindezusammenschluss sämtlicher protestantischen Gemeinden unter die Herrschaft des Katholizismus. Und ich zeige hier ein Bild im Hintergrund, auf dem wir verschiedenartige Prediger sehen. Und ich möchte nicht anklagen und sagen, schaut auf die anderen Kirchen, denn ich habe ein Bild gewählt, in dem wir die katholische Kirche sehen, in der wir die orthodoxe Kirche sehen, auch die evangelische. Und wir sehen auch einen Prediger der Adventgemeinde dort stehen. Es ist der stellvertretende Leiter des Ökumenischen Rats von Berlin und Brandenburg. Es drängt sich alles Richtung Katholizismus. Es geht irgendwie dahin, aber könnten wir das unterstützen als protestantische Gemeinden, den Katholizismus? Martin Luther hat ganz deutlich gesagt, das können wir nicht. Die Rechtfertigungslehre der Katholiken ist so weit weg von unserer, dass wir sie unmöglich annehmen können. Martin Luther ging so weit, dass er sagte, sollte diese unsere Rechtfertigungslehre fallen, ist unsere Gemeinde gefallen. Und das wird heute genau auf den Weg gebracht. Genau da geht es hin. Das sind so viele Dinge, die wir mit der römisch-katholischen Kirche nicht vereinbaren können als Protestanten, egal welche Richtung. Ob du Baptist bist, Methodist, Adventist, Lutheraner, das sind so große Unterschiede. Wie sich die römisch-katholische Kirche vom Vorwurf des Götzendienstes befreien kann, ist für uns nicht zu erkennen. Und gerade dies wird die Religion sein, auf die Protestanten vermehrt mit Wohlwollen blicken werden und die sich schließlich mit dem Protestantismus verbinden wird. Dieser Zusammenschluss wird jedoch nicht durch eine Veränderung des Katholizismus bewirkt, denn Rom ändert sich nie. Die katholische Kirche behauptet, sie sei unfehlbar. Es ist der Protestantismus, der sich ändert. Die Übernahme liberaler Gedanken seinerseits wird ihn dahin bringen, wo er die Hand des Katholizismus ergreifen kann. Das ist genau die Veränderung, die die Geschwister in all den verschiedenen Gemeinden, eben auch in Adventgemeinden, sehen. Sie sehen, hier drängt was in den Liberalismus, hier drängt was sozusagen in weltliche Lehre hinein. Warum diese Strömung? Naja, damit wir irgendwann sozusagen über alle Glaubenspunkte hinweg die Hand greifen können, um eine große Gemeinde zu haben. Das in der ganzen Welt. Wir wissen aber von der Bibel, dass diese Bewegung in den USA beginnen wird. Und da wird sie auch sozusagen sich groß ausbreiten. Und von dort erwarten wir auch den großen Abfall im Protestantismus.
In Offenbarung 13, Vers 13 heißt es von diesem Tier, das da auf dem Land ist, dieses zweite Tier, die USA, und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Von großen Zeichen wird hier gesprochen, die dieses zweite Tier, die USA, dort bringt. Ein falsches Feuer, einen falschen Geist der Reformation und Erweckung. Eine Erneuerung soll in die Gemeinden hinein. Ein fremdes Feuer wird in den Tempel gebracht. Manche verführt Satan durch Spiritismus. Er kommt auch als ein Engel des Lichts und breitet vermittels falscher Reformation seinen Einfluss über das Land aus. Die Kirchen sind stolz und denken, dass Gott wunderbar für sie wirke, während es das Wirken eines anderen Geistes ist. Die Aufregung wird verschwinden und Welt und Kirche in einem schlechteren Zustand zurücklassen als vorher. Der Teufel ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er macht die Dinge kaputt. Er versucht, unsere Lehrgrundsätze und die Pfeiler unserer Lehre und die Säulen der damaligen Reformation zu kappen. Und das werden wir in den USA massiv erwarten. Wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft hinwegstrecken wird, um die römische Macht zu ergreifen, wenn er über die Kluft hinweg den Spiritismus die Hand reicht, wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung unser Land, also die USA, jeden Grundsatz seiner Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierungsgewalt verwerfen und Vorkehrungen für die Verkündigung päpstlicher Irrlehren und Unwahrheiten trifft, dann werden wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist. Das ist das, was wir heute schon am Horizont sehen. Wir sehen diese Verbindung schon, wie sie geschmiedet werden. Und wie kommt das zusammen? Wie verbindet sich der Katholizismus mit dem Protestantismus durch den Spiritismus? Wir sehen diese Auswirkungen ganz extrem in bestimmten sehr charismatischen Pfingstgemeinden, wo sozusagen falsches Feuer brennt und sich alles sozusagen, wo sich alles dahin drängt, Lehre raus, nur Zusammenschluss. Und das schwappt halt in alle möglichen Gemeinden über. Wir müssen unsere Musik ändern, wir müssen unsere Gottesdienste ändern, wir müssen unsere Gebete ändern, wir müssen alles reformieren, um ein großes, neues, ganzes Ziel zu erreichen. In Offenbarung 13, Vers 14, wir hatten in Vers 13 gelesen von diesem Feuer, das fällt, und in Vers 14 heißt es dann, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also die USA verführt die dort auf der Erde wohnen, um dem Papsttum ein Bild zu errichten, dem ersten Tier. Es verführt die Erde und sagt, baut ein System auf, das dem da gleicht. Dieses Bild des Tieres, von dem gesprochen wird, was ist denn das eigentlich, dieses Bild des Tieres? Wir werden in den USA sehen, wie es da aufgebaut wird und wie die Welt es später annimmt. Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, dass er ihre Verordnung durchsetze und ihre Satzung unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterschaft errichtet haben. Und die Verhängung von Strafen über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. Also man baut ein protestantisches System auf, das eigentlich ein Spiegelbild ist des römischen Kirchenstaats aus dem Mittelalter. Also wir sehen hier Kirche und Politik vereint. Und es wird wieder staatliche Strafen geben für Leute, die nicht mitmachen. Also Amerika, die freie Welt, die große protestantische Nation, fällt da hinein, wo damals der Katholizismus reingefallen ist. Abfall im Protestantismus führt dazu, dass eine neue Ordnung aufgebaut wird, ein politisch-religiöses System. Das ist ja das, was wir immer sagen, hier kommt die neue Weltordnung. Das ist der erste Schritt zur neuen Weltordnung. Später wird es sich verbreiten. Dadurch, dass sie durch den Staat eine religiöse Pflicht erzwingen, errichten die Kirchen dem Tier ein Bild. Demnach wäre der Zwang zur Sonntagsfeier in den Vereinigten Staaten ein Erzwingen der Anbetung des Tieres und seines Bildes. Also es wird am Ende um die religiöse Frage des Anbetungstages gehen. Ist es der Sonntag oder ist es der Sabbat? Ist es wie in der Bibel beschrieben oder ist es wie von der Kirche verordnet?
Und das wird nachher den Unterschied machen. Darum wird es gehen. Das Bild des Tieres, dieses neue religiöse System, das wir in den USA aufkommen sehen und das dann später die Welt umfassen wird. Gesetze, die die Feier des Sonntags als Ruhetag durchsetzen, werden einen landesweiten Abfall von den einst gelegten Grundsätzen einer republikanischen Regierungsgewalt nach sich ziehen. Die Religion des Papsttums wird von den Herrschenden angenommen und Gottes Gesetz für nichtig erklärt werden. Das ist das, was wir sehen werden in Kürze. In der Welt werden schon die Weichen gestellt für die Umstellung. Alles wird gleichgeschaltet, alles wird irgendwie eingeteilt in übergeordnete Organisationen, damit man später schnell umschalten kann. Denn wir wissen ja, es sollen dann noch 10 Könige kommen, über die wir schon gesprochen haben in diesen Tagen. Dort sehen wir, wie es beginnt und sich dann in Kürze ausbreiten wird. Wie weit ist die USA denn schon? Im großen Kampf lesen wir, bei den in den Vereinigten Staaten vor sich gehenden Maßnahmen für die Einrichtung und Gebräuche der Kirche, die Unterstützung des Staates zu erlangen, folgen die Protestanten in den Fußstapfen der Katholiken. Ja, noch mehr. Sie öffnen dem Papsttum die Tore, damit es im protestantischen Amerika die Oberherrschaft gewinne, die es in der alten Welt verloren hat. Man versucht in den USA eine katholische Oberherrschaft, eine katholische Mehrheit aufzubauen. Ist denn das überhaupt denkbar? In der Nation der USA im tiefsten Protestantismus dort eine katholische Mehrheit zu installieren, eine Oberherrschaft? Naja, wir schauen mal rein. Wie sieht es denn da gerade aus in den USA? Wenn wir an den Supreme Court gucken, also an das oberste Gericht, und wir schauen uns die 9 großen Richter an im Supreme Court der USA. Wie sind sie denn? Mit einem K habe ich die Katholiken gekennzeichnet, mit einem P die Protestanten und mit einem J die Juden. In Gelb hier markiert, das ist John Glover, das ist der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs in der Mitte. Links hinter ihm, also der großgewachsene graue Herr dahinter, das ist Neil Gorsuch, glaube ich, gesprochen. Neil Gorsuch. Er ist ein Absolvent der Georgetown Jesuitenschule. Direkt dahinter stehend. Die anderen, das sind dann alles Katholiken. Eine Jüdin haben wir und eine Protestantin, die habe ich aber eingeklammert, denn sie selbst sagt, sie ist Protestantin, gehört aber keiner Kirche an. Das ist alles, was wir gerade im Supreme Court haben, in der protestantischen Nation der USA. Aber das Gericht ist ganz weit in den Katholizismus gerutscht. Und dann schauen wir uns die Nation an der USA. Wie sieht es denn dort aus? Und ich zeige mal hier eine Karte, auf der wir in Blau den Katholizismus sehen, wie er verbreitet ist in den USA, in welchem Bezirk die Mehrheiten sind. Rot, das sind die Southern Baptists, das sind unsere Geschwister aus der Südbaptistengemeinde und sie bilden diesen Bibelgürtel, diesen Bible Belt. Sehr, sehr treue, tiefgläubige Geschwister dort. Und man sieht dann hier verschiedene, die Mormonen hinten in Grau und so verschiedene Bereiche. Aber die große Mehrheit mittlerweile übernimmt der Katholizismus. Er breitet sich immer weiter aus. Das kommt natürlich viel durch Zuwanderung von Süden, ganze Süden Amerikas, das sind viele Katholizismus. Umso mehr hineinströmen, umso mehr breitet sich der auch aus. Und der Protestantismus wird zurückgedrängt. Und da hilft es auch nicht, eine Mauer zu bauen oder irgendwas zu machen, denn da steht eine Agenda dahinter, hier etwas zu verändern. Und für uns ist das ganz, ganz wichtig, wenn wir wissen wollen, wie weit ist denn dieses Bild des Tieres, wie weit sind wir denn damit, dass wir dieses Bild aufrichten, dann müssen wir unseren Fokus auf die USA lenken und schauen, wie weit steht es denn da um den Protestantismus und den Katholizismus. Wie das Heranrücken des römischen Heeres für die Jünger ein Zeichen der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems war, so kann dieser Abfall für uns ein Zeichen sein, dass die Grenze der Geduld Gottes erreicht ist. Also wie damals, wir können darauf gucken, was passiert denn hier? Also wie man das Heer gesehen hat, wie es immer näher kam und immer näher kam und immer mehr Macht und immer mehr Feld eingenommen hat, so können wir das jetzt im Katholizismus in der USA beobachten und wissen, dass in Kürze dieses Bild des Tieres aufgerichtet wird. Aufbau einer neuen Weltmacht. Wenn unser Land, also von den USA gesprochen, in seinen gesetzgebenden Versammlungen Verordnungen erlässt, die das Gewissen der Menschen bezüglich ihrer religiösen Rechte unter Druck setzen, die die Sonntagsfeier erzwingen und diejenigen unterdrückt, die den 7. Tag als Ruhetag halten,
dann wird Gottes Gesetz in unserem Land mit voller Absicht und eindeutigen Zielen für nichtig erklärt werden. Diesem landesweiten Abfall wird der landesweite Untergang folgen. Also die USA wird nicht mehr die starke Nation sein, wenn sie das durchsetzen. Und wir wissen das. Gucken wir uns die Länder weltweit an. Und wir schauen uns auf der Karte an, wo sind denn die protestantischen Nationen und wo sind die katholischen Nationen. Dann werden wir merken, dass die protestantischen einfach weiter sind von ihrer Entwicklung, von ihrer Bildung und so weiter. Und dort, wo sich der Katholizismus durchgesetzt hat, sie wirtschaftlich es eher schwierig haben, diese Länder. Und auch in den USA werden wir sehen, wie dort der Abfall kommen wird, auf vielerlei Ebene. Aber dabei wird es nicht bleiben. Denn wir lasen ja, wer am Abend dabei war, von diesen 10 Königen, die dort aufkommen werden und die dann die Macht dem Papsttum geben werden. Sie werden das gleiche Gesetz erlassen, diese religiösen Gesetze, die in den USA beginnen. Wenn sich Amerika, das Land der religiösen Freiheit, mit dem Papsttum verbindet, um das Gewissen der Menschen unter Druck zu setzen und sie zu zwingen, den gefälschten Ruhetag zu ehren, werden die Menschen in allen Ländern auf unserem Erdball dahin gebracht, diesem Beispiel zu folgen. Wir werden das Gleiche überall auf der Welt sehen. Überall werden die gleichen religiösen Gesetze gemacht. Ich möchte mal eine Geschichte aus der Bibel zeigen, wo wir sehen können, was wir tun sollen und was wir besser nicht tun. Ihr kennt wahrscheinlich diese beiden Könige, das ist König Manasse und sein Sohn Amon. Sie sind beide Könige gewesen in Israel. Und Manasse war ein König, von dem wissen wir, der hat das Volk tief in den Abfall geführt. Also er hat viele schlechte Dinge gemacht. An seinem Lebensende ist er umgekehrt, aber er hat so viel Schlimmes gemacht, dass er legendär wurde für das, was er angerichtet hat. Sein Sohn Amon war aber kein Deut besser als er. Er hat den gleichen Mist wieder gemacht, hat die Dämonen verehrt, also die Götzen im Land gehabt. Und der hat es so schlimm getrieben, dass er von seinen eigenen Leuten umgebracht wurde. Er ist ganz früh gestorben. Der hatte aber einen Sohn, der war noch viel zu jung, um auf den Thron zu kommen, aber man hat ihn trotzdem eingesetzt und der hieß Josia. Josia kam nun als als junges Kind auf den Thron in Israel. Und von Josia lesen wir in der Bibel, er tat, was richtig war, was gerecht war und gut war vor dem Herrn. Nicht das, was seine Väter getrieben haben. Und er wandelte in den Wegen seines Vaters Davids. Und er fiel davon auch nicht ab. Und dann lesen wir von Josia, was er im Land verursacht hat. Ein Land, das im tiefsten Abfall war. Und im 18. Jahr der Regierung des Königs Josia sandte der König den Schreiber in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu Hilkia, dem Hohepriester. Er soll das Geld bereitstellen, damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern. Josia nimmt sich nun vor, eine gute Reformation im Land durchzusetzen und sagt, wir sammeln jetzt unsere Talente, wir sammeln jetzt zusammen, was wir haben und wir fangen jetzt mal an, das Haus des Herrn auszubessern, das ja fast in Trümmern lag. Da wurde Götzendienst betrieben. Und er sagt, lasst uns das wieder aufbauen. Und er macht das, er richtet das wieder auf, Stück für Stück und Gott segnet ihn dafür. Bei den Ausbesserungsarbeiten im Tempel wird auch noch das Buch des Gesetzes gefunden. Und Josia liest das und sagt, wow, wir sind so weit weg von der eigentlichen guten, echten Lehre. Wir müssen wieder zurück. Und er ruft das Volk auf, lasst uns einen Bund machen, lasst uns versprechen, dass wir den geraden und den treuen und richtigen Weg gehen. Und er setzt diese Reformation durch, wieder zurück zum Worte Gottes. Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzung befolgen sollten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes auszuführen, die in dem Buch geschrieben standen. Und das ganze Volk trat in den Bund. Die kamen zusammen und sagen, wir sind tief im Abfall, lasst uns etwas Neues machen. Lasst uns das, von dem wir wissen, dass es richtig und gut ist, auch mal umsetzen. Lasst uns das Gesetz des Herrn befolgen. Wenn dort geschrieben ist, dass es richtig, ist es richtig. Ist da geschrieben, dass es falsch, ist es falsch. Und diese Reformation setzen wir in unserem Land um. Und der König gebot den Hohepriestern Hilkia und den Priestern der zweiten Ordnung und den Hütern der Schwelle, dass sie aus der Tempelhalle des Herrn alle Geräte entfernen sollen, die man Baal und der Aschera und dem ganzen Heer des Himmels gemacht hatte.
Und er verbrannte sie draußen vor Jerusalem auf den Feldern des Tales Kidron und brachte ihren Staub nach Bethel. Er hat gesagt, schauen wir uns die Gemeinde mal durch und wisst ihr was, wir nehmen jetzt mal alles, was irgendwie mit Dämonen in Verbindung ist und alles Dämonische schmeißen wir raus. Er hat für sich beschlossen, in seinem Königstum, wir wählen hier den geraden Weg, wir werden Gott folgen. Und sie haben damit angefangen, es zu säubern. Und er ging noch weiter. Auch die Geistesbefrager und die Wahrsager, die Teraphim und Götzen und alle Gräuel, die im Land Juda und in Jerusalem gesehen wurden, rottete Josia aus. Und um die Worte des Gesetzes zu vollstrecken, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all seinen Kräften dem Herrn zuwandte. Ganz nach dem Gesetz Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Wusstet ihr das? Es gab nie einen König vorher wie Josia und hinterher gab es auch keinen mehr. Weil er von ganzem Herzen, vom ganzen Verstand, mit all seinen Kräften dem Herrn folgte. Ist nicht genau das, was Jesus zu uns sagt? Liebe den Herrn von ganzem Herzen, deinem ganzen Verstand, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Josia hat genau das gemacht. Er hat genau auf das Wort des Herrn geachtet und ist den geraden Weg gegangen. Er beseitigt den Spiritismus in der Gemeinde und er schmeißt all das raus, was nicht zum Herrn gehört. Was für ein gewaltiger König. So einer wie Josia ist nie wieder gefunden worden danach in Israel, bis heute nicht. Nun, wir lesen jetzt noch einige Verse sozusagen über die Geschichte von Josia, also die jetzt in der Bibel auftauchen. Und dann am Ende steht über Josia einen fatalen Fehler, den er gemacht hat. Ganz am Ende seines Lebens. In seinen Tagen zog der Pharao Necho, gemeint ist Necho II., der König von Ägypten herauf gegen den König von Assyrien an den Euphratstrom. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber der Pharao tötete ihn bei Megiddo, sobald er ihn gesehen hatte. Was wird uns hier beschrieben? Hier kommt Pharao Necho, der Zweite von Ägypten, und kämpft jetzt gegen Der Südkönig greift den Nordkönig an. Das ägyptische Heer zieht an Jerusalem vorbei und will oben nach Babylon. Die haben da oben bei Haran gekämpft. Das war die große Schlacht von Karkemisch. Necho II. Zieht hoch und Josia sagt, dem stelle ich mich mal in den Weg. Ich nehme Partei in diesem Kampf. Und er stellt sich dem Pharao in den Weg und im Vorübergehen macht der Pharao ihn nieder und es geht dann seinen Weg weiter nach Babylon. Und da oben kam es dann zum großen Kampf. Aber das war das Ende von Josia. Wisst ihr, es ist nicht unsere Aufgabe, versuchen, politisch in diesen Kampf einzugreifen, der zwischen der Welt, zwischen dem Südkönig und zwischen den gefallenen Gemeinden, zwischen dem Nordkönig ausgetragen wird. Wir haben eine ganz andere Mission. Wir sollten uns nicht versuchen, politisch so stark zu engagieren, dass wir Parteipolitik betreiben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn Gott dich berufen hat an deinem Platz, dann bleib in der Politik. So wie Daniel oder wie Josef oder solche Leute. Wenn er dich dort berufen hat, dann ist es dein Platz. Aber versuch nicht aktiv da hineinzugehen, deine Kräfte da reinzubringen, politisch hier irgendwie was zu bewirken. Sozialpolitisch ja, aber parteipolitisch ist es nicht unsere Aufgabe. Ägypten kämpfte damals gegen Babylon, der Südkönig gegen den Nordkönig. Und ich werde immer wieder gefragt, wenn wir über das Thema sprechen, sollen wir denn überhaupt wählen gehen? Nun ja, die Pioniere haben es gemacht. Die sagten, suche der Stadt Bestes. Also wir versuchen das Beste in diesem Land zu machen, damit es der Bevölkerung einigermaßen gut geht. Also spricht nichts dagegen, deine Stimme in diesem Land zu geben. Du bist ja Teil dieses Volks. Und jetzt wird manchmal gesagt, wie können wir die Welt verurteilen? Wisst ihr, in der Welt, wir können die Welt nicht verurteilen für das, was passiert. Der Südkönig wird gegen den Nordkönig kämpfen. Es wird diesen Kampf geben zwischen der religiösen Macht und zwischen der weltlichen Macht und die werden aufeinander einschlagen. Das werden wir sehen. Aber wenn das in der Welt ist, können wir da auch nicht eingreifen. Wenn das aber in der Gemeinde ist, dann können wir das sehr wohl. Es wird oft gesagt, du kannst ja nicht richten. Ich kann nicht richten, was draußen in der Welt ist, aber wohl kann ich richten, was in der Gemeinde ist. In 1. Korinther 5 heißt es, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen.
Denn was geben mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Ich kann in der Welt die Menschen nicht richten. Also wie sollte ich auch? Aber ich habe dafür Sorge zu tragen, dass in der Gemeinde die Ordnung Gottes aufrechterhalten wird. Und Gott hat ja eine Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hat uns sein Wort gegeben. Und darauf können wir achten. Gottes Wort ist unsere Richtschnur. Und wer das Thema von gestern Abend gesehen hat, ich möchte das nochmal aufgreifen. Die Frage ist, ganz oft fragen mich Menschen, wie gehen wir denn mit dieser LGBTQ-Bewegung in der Gemeinde um? Ich meine, wenn da Homosexuelle in die Gemeinde hineinkommen und sagen, wir wollen gerne dabei sein. Wisst ihr, oft stehen Geschwister da und sagen, nein, Gott sagt, das ist ein Gräuel. Das dürfen sie nicht. Auf der anderen Seite, wer von uns ist denn ohne Sünde? Also hier ist niemand, der ohne Sünde ist. Was unterscheidet uns jetzt von dem Sünder in der Welt? Der Unterschied zwischen einem Sünder draußen in der Welt und einem Sünder in der Gemeinde ist, dass wir den Beschluss gefasst haben, wir wollen die Sünde überwinden. Und dafür beten wir füreinander, wir helfen einander, wir lehren einander, wir streiten füreinander. Wir kämpfen, dass wir überwinden können. Wenn jetzt also jemand reinkommt und er ist ein Ehebrecher, er ist geizig, er ist ein Lügner, er ist homosexuell oder was auch immer und er sagt, das ist in meinem Leben und ich habe gesehen, es ist nicht richtig vor dem Herrn, und ich möchte die Sünde überwinden. Herzlich willkommen. Wir sind alle ein großes Krankenhaus. Wenn aber einer sagt, ich habe so etwas, ich lebe im Ehebruch oder bin homosexuell oder was, und sagt, ich möchte das aber nicht überwinden, sondern ich möchte das in der Gemeinde verbreiten, dann ist das falsch. Sowas können wir nicht aufnehmen. Und das ist der große Unterschied. Menschen, die wirklich Christus suchen und Sünde überwinden wollen, sind herzlich willkommen. Das sind wir alle. Wir alle wollen überwinden und wir sollen zu Überwindern werden. Aber wenn einer das nicht möchte, dann ist sein Platz in der Welt und nicht in der Gemeinde. Und das haben wir auch zu richten, was in der Gemeinde ist. Pharao Necho jedenfalls, Necho der Zweite genau genommen, zog jetzt nun weiter und zog an Josua vorbei und zog gen Norden auf die Ebene davon Karkemisch und kämpfte dort gegen Nebukadnezar. In Daniel 11 können wir so ein bisschen lesen, dass am Ende der Zeiten wir genau diesen gleichen Kampf wieder sehen werden. Es wird wieder der König des Südens gegen den König des Nordens kämpfen und die beiden werden aufeinander stoßen. Und das sozusagen unabhängig von dem, was in der Gemeinde passiert. Dort wird es einen Kampf geben. Dieser Kampf wird kommen. Wie ist dieser Kampf ausgegangen? Necho wurde besiegt und sein ganzes Heer wurde zerschlagen. Nebukadnezar hat ihn bis nach Haran verfolgt und in Haran sein Heer aufgerieben. Und dort ist Necho dann nicht mehr zu Kräften gekommen. Babylon hat die Oberherrschaft übernommen. Wie wird es am Ende der Zeit sein? Genau so. Der König des Nordens wird die Herrschaft übernehmen. Eine gefallene Kirche wird sich Staatsmacht aneignen, wird den Staat unterdrücken. Genau das werden wir sehen. Wo wird dieser letzte geistliche Kampf eigentlich ausgetragen? Denn die werden sich ja nicht treffen auf der Ebene von Karkemisch und sich da mit Waffen streiten, sondern es wird ein geistlicher Kampf sein. Und wir können ungefähr wissen, wie weit wir schon sind, wenn wir sehen, wie weit ist dieser Kampf denn schon ausgetragen. Ellen White schreibt, die sogenannte christliche Welt wird der Schauplatz entscheidender Handlung sein. Nach dem Beispiel des Papsttums werden Menschen ausgestattet mit Regierungsgewalt, Gesetze zu erlassen, die das Gewissen beherrschen. Das in der Bibel erwähnte Babylon wird alle Völker veranlassen, vom Zorneswein ihrer Hurerei zu trinken. Jedes Land wird sich daran beteiligen. Johannes sagt über diese Zeit, diese sind eines Sinnes. Wir erinnern uns, Offenbarung 17, diese 10 Könige, diese sind eines Sinnes. Es wird ein weltweites Bündnis sein. Große Einmütigkeit wird unter jenen herrschen, die Satan angehören, und sie geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Wenn Ellen White hier diese 10 Könige erwähnt, dass sie eines Sinnes sind, schreibt sie, es wird weltweit sein, ein weltweiter Zusammenschluss. Das meint, sie werden ihre Kraft und ihre Macht nicht Gott unterstellen, sondern sie werden sie dem Tier unterstellen. Mit anderen Worten, sie werden Gesetze machen zur Anbetung des Tieres, Sonntagsgesetze. Und die werden wir dann weltweit sehen. Das ist eine Zeit, die vor uns liegt. Und wo sind wir dann, wenn das alles ausbricht? Das ist die gute Nachricht.
Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und es ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Das Volk Gottes wird, wenn es die Bibel wieder hochhält und den geraden Weg geht, wird auf der ganzen Erde leuchten. Die Menschen werden sehen, da ist ein Volk, das anders ist. Und sie werden eine deutliche Botschaft haben: Babylon ist gefallen. Und die Christen werden gerufen und sie werden aufgerufen: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Folgt ihr dem Bild des Tieres oder folgt ihr dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Es wird eine letzte Warnungsbotschaft an die Welt geben. Denn vom Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Jetzt gibt es hier eine Stimme und das ist Gottes Volk, das am Ende die Menschen aufruft und sagt: Ihr seid doch Gottes Volk, ihr sucht doch die Bibel, ihr sucht doch die Wahrheit, ihr hört doch die Stimme des Lammes und folgt Jesus, wohin er auch geht. Kommt heraus, verlasst den abgefallenen Katholizismus, die abgefallene Religion, die sich dann neu aufbauen wird. Das wird ja so der Protestantismus in der neuen Welt, der Katholizismus in der alten Welt und sie bilden so eine Einheit. Kommt heraus da und folgt dem geraden Weg. Setzt eure Füße darauf. Und wisst ihr was, Geschwister? Ich kann euch sagen, heute sind in sämtlichen Gemeinden treue Christen zu finden. Die meisten treuen Christen heute finden wir nicht in der Adventgemeinde. Die meisten treuen Christen finden wir heute überall in den ganzen protestantischen Gemeinden verstreut. Und sie werden die Stimme Gottes hören, zu dem Zeitpunkt, wenn es an die Entscheidung kommt, der Bibel nachfolgen oder der Welt. Und dann wird Babylon gerichtet werden. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Babylon wird sein Ende finden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Was wird über diese abgefallene Kirche am Ende gesagt? Es heißt, der Klang der Mühle wird nicht mehr in dir gehört werden. Was macht man mit einer Mühle? Mehl, um Brot zu machen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aus jedem Wort, das aus dem Worte Gottes kommt. Was wird nicht mehr gehört werden? Die Bibel wird nicht mehr gehört werden. Das Brot wird nicht mehr gemahlen, also das Mehl wird nicht mehr gemahlen werden. Es wird die Bibel völlig unhörbar sein in diesen abgefallenen Gemeinden. Man wird die Mühle nicht mehr hören. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr scheinen. Der Leuchter, ein Symbol für den Heiligen Geist in dieser Kirche. Der Geist wird sich zurückziehen. Er wird dort nicht mehr leuchten. Dort wird es keine Erkenntnis mehr geben über die Bibel. Und es heißt, und die Stimme des Bräutigams und der Braut werden in dir nicht mehr gehört werden. Der Bräutigam ist Jesus Christus. Er zieht sich aus der Gemeinde völlig zurück. Und die Braut, das sind die Gläubigen, seine Gemeinde. Sie werden es verlassen. Sie werden herausgerufen werden. Und dann haben wir da ein System, in dem nichts Göttliches mehr zu hören ist. Heute kann man ja in den verschiedenen Kirchen, auch in der katholischen Kirche, noch immer das Wort Gottes hören. Aber in Zukunft dann nicht mehr. Dann gibt es noch diese beiden Gruppen. Und dann ruft uns Paulus auf: Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Gerade in diesen Tagen, wo der Teufel versucht, uns alle irgendwie in den Schlaf zu wiegen, falsche Lehren einzubringen, dass wir nicht mehr klar denken können, dass wir nicht mehr nüchtern sind. Paulus sagt, seid nicht in der Finsternis, seid Kinder des Lichts. Wir ermahnen euch aber, Brüder,
verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Woran wird man die Gemeinde Gottes erkennen? Man wird euch erkennen an der Liebe, die ihr untereinander habt. Und das wird das Erkennungszeichen sein für die ganze Welt, dass ihr Volk Gottes seid. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, aber verwarnt die Unordentlichen. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Ist das nicht schön? Wir sollen den Menschen unsere Sanftmut kennen lassen. Wir sollen Gottes Ordnung aufstellen, sollen sagen, was ist richtig und was ist falsch, aber sollen das in Liebe tun. Damit ja die anderen Geschwister aller Gemeinden sehen können, wer sind die denn? Denn Christus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Man soll uns auch an den Früchten erkennen können. Eure Sanftmut lasst alle erfahren, aber richtet auf, was ordentlich ist und werft nieder, was falsch ist. Das ist in unseren Tagen so elementar wichtig, wo immer mehr Wahrheiten zerstört werden. Und wir sollen ein Licht sein und ein Vorbild für die ganze Welt in diesen letzten Tagen. Möge der Herr uns darin segnen. Amen.